Hallo miteinander. Ähm, Alone in the Dark ist mir leider abgeschmiert. Ja, jetzt ist das hier im Endeffekt ein Test. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er klappt, deswegen nehme ich das jetzt schon mal ab. Ähm, Daher kommt das Spiel, das ich demnächst durchspielen werde. Wobei, es wird nicht das nächste sein, was wir spielen werden wahrscheinlich. Aber man kann ja schon mal reinschauen. Und ja, viel Zeit ist ins Land gezogen. Gestern hätte ich Alone in the Dark weiter aufgenommen. Ja, es ruckelt wie Kack. Deswegen tun wir das halt nicht. Ich werde dann bei der nächsten Aufnahme probieren, dass ich ein bisschen zusammenfasse, was passiert ist. Storytechnisch so krass viel ist nicht passiert. Natürlich habt ihr jetzt dann die Level nicht gesehen, aber yo, passiert. Aber es ruckelt echt wie Scheiße, das kannst du nicht hochladen. Und ja, ich habe jetzt Hexenhut. Und lange Haare. Und eine Brille. Und ein bisschen geschminkt. Also, ja, dass der VTuber auch mal ein bisschen einen Anstrich kriegt. So. Jedenfalls, heute spielen wir Honey, I Joined the Cult. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt. Und deswegen wird da reingeschaut. Das Intro ist wir starten ein neues Spiel. Und dann schauen wir uns das noch ein bisschen an, weil ich muss jetzt dann nicht arbeiten, zu lange habe ich leider dann keine Zeit. Aber ja. Kult des Weltraumfischs, Tag 52. Laufen die Dinge wirklich so schlecht? Nun ja. Ja. Okay. Oh. Aber eine Razzia des Sonderbeobachtungsamtes? Die Leute hier haben eine Gehirnwäsche verpasst bekommen. Die sind ja fast wahnhaft. Gib dir zum Beispiel den Kerl. Er ist voller blauer Fassadenfarbe. Das ist keine Fassadenfarbe. Seine Verwandlung in einen Weltraumfisch hat begonnen. Fisch. Schick ihn weg. Ja, Chef. Oder ja, Chef, das ist eine Frau. Entschuldigung. Glaube ich. Fisch. Bonk. Uff, oh, Fisch. Chef, ich bin mir nicht sicher, ob das die Farbe ist. Natürlich nicht. Ich habe dir gesagt, dass er zum Teil Weltraumfisch ist. Wunderbar. Ein Wunder. Heilige Strohsack. Unfug. Wahrscheinlich ist es nur diese wirklich hartnäckige Farbe. Sieh bloß zu, dass du hier verschwindest. Ja, also Mann, das ist irgendwie halt deine Meinung. Dieser Satz ist erledigt, wir machen ihn dicht. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Obwohl wir nicht beweisen können, ob du hier tatsächlich einen Finger gerührt hast. Alle anderen werden weggebracht. Zur Weiterverarbeitung. Was? Das Wichtigste ist, dass ich frei bin. Ich will, dass du heute Nacht aus diesem Staubbecken verschwindest. Rotzlöffel. Dann kümmere ich mich mal um die nächsten. Ich meine, ja, natürlich. Die Polizisten werden mal alles abschotten. Agenten, lasst uns aus diesem Loch verschwinden. Nicht mehr, weil unter einem Hut ein was versteckt wäre, wo er natürlich ist. Ja, da sagen wir machen also so ein Fischkult. Also da bin ich ja sofort dabei, wenn man so Cthulhu-Verehrung. Hä? Du siehst mich nicht, stimmt's? Hä? Was? Oh je! Ich habe eine zweite Chance bekommen. Zeit, meine Gewohnheiten zu ändern. Verzeihung. Bonk. Uff. Zeit, meine Gewohnheiten zu ändern. Zeit zu
Oh, wem mache ich was vor? Zeit für den Wiederaufbau und dafür mit einem neuen göttlichen Wesen Kontakt aufzunehmen. Ah, ja, so geht's auch. Hauptsache die Kohle schwimmt rein, ne? Zuerst brauche ich eine ordentliche Schönheitsoperation, um mein Aussehen zu verändern. Gut, dass ich da jemanden kenne. Also mir schwimmer, es war doch nur ein vermaledeiter Kohlkopf. Was? Ah, Moment. Garam-Anspielung, sieh du sofort. 3 Monate später. Okay. Kultanpassung. Ja. Ich möchte Lippenstift haben. Das, oh mein Gott, ja, das lassen wir alles. Lord Isotop, okay. Wir nehmen jetzt einfach, weil wir ja keinen fucking Dunst haben, nehmen wir jetzt einfach das, was da ist. Spiel starten. Dann verehren wir halt die Wissenschaft und Atome oder so. Hallo alle zusammen. Ich bin Debbie Joy, aber ihr könnt mich winzig klein nennen. Willkommen beim Atomtempel. Lord Isotop hat mir gesagt, dass du kommst. Lord Isotop sagt Befehl, aber nur mir, sonst kann es niemand hören. Lord Isotop hat mir auch gesagt, dass du dabei helfen wirst, die Atome in Gang zu bringen. Das ist so ziemlich dein Schicksal. Ich bin eher so für die Ideen zuständig. Du musst die Vorarbeit leisten. Aha. Du kannst keinen Kult leiten, den man nicht sehen kann. Bewege die Kamera mit WSD oder dem Pfeiltasten. Du kannst auch die mittlere Maustaste halten und ziehen. Gut, schmeißen wir uns heute mal das Tutorial, ne? Ich glaube, ich habe dort in Gras eine Biene gesehen. Zoom hinein, damit ich sie sehen kann. Gut. Nee, nur bienenförmiges Gras. Zoome raus für den Fall, dass da echte Bienen sind. Gut, keine Biene in Sicht. Wundertollig. Manchmal wirst du ein paar Augenblicke benötigen, um dich mit dem Plan von Lord Isotop zu befassen. Zeit anhalten. Okay. Großartig. Manchmal wollen wir aber auch, dass die Leute einen Zaun zulegen. Pause auf im Tempo maximal erhöhen. Ah ja. Zurück zum normalen Tempo. Schau, wie sie rumrennen. Lass uns fürs Erste wieder zu normalen Tempo. Du kannst aber jederzeit das Tempo nach den Wünschen von Lord Isotop ändern. Atome sind der Meteor unserer Organisation. Sie führen all die täglichen Pflichten aus und sorgen dafür, dass alles relativ glatt läuft. Bis auf die Missionseinsätze, auf die sie geschickt werden, verbringen die Atome ihr ganzes Leben auf diesem wunderschönen Gelände. Sie sind wahrlich gesegnet. Am wichtigsten ist aber, dass die Atome das Geld aus den Taschen der Anhänger ziehen, die zu Besuch kommen. Wir brauchen dieses Geld, um den geheimnisvollen, großartigen Plan von Lord Isotop umzusetzen. Schauen wir mal, wie es unseren Atomen geht. Such dir die attraktivste Person aus. Das sind alle, naja, die Rothaarige. Schauen wir mal, wie es unseren Atomen geht. Such dir die attraktivste Person aus, weil er eine Atomstatistik anzeigen haben. Also. Schauen wir mal, wie es unserem Atom geht. Such dir die. Hä? Achso, ja, habe ich immer noch. Scheiße. Ja, super Schatz. Super Schatz aus. Wirk, echt jetzt, die Person hätte ich nicht ausgesucht. Der Launenbalken zeigt die gesamte Laune des Anhängers Atom. Alles, was die Laune von Atom beeinflusst, ist im Launenbereich aufgelistet. Sieht so aus, als wäre Atom im Inneren glücklich. Lass uns nachsehen, was wir noch so über sie erfahren können. In diesem Stufenreiter erhältst du Informationen über die Stufe und Fertigkeitspunkte von Atom. Fertigkeitspunkte können bei Stufenaufstieg des Kultisten zugeteilt werden.
In diesem Stufenreiter erhältst du Informationen über die Stufe und Fertigkeitspunkte von Atomen. Fertigkeitspunkte können bei Stufenaufstieg des Kultisten zugeteilt werden. Mit Hilfe des Prioritätenreiters kannst du kontrollieren, welche Jobs ein Atom ausführt. Das wird fucking umfangreich, sage ich jetzt schon. Mit Hilfe des Prioritätenreiters kannst du kontrollieren, welche Jobs ein Atom ausführt. Der Zeitplanreiter verleiht dir Kontrolle darüber, wann dein Atom arbeitet. Wir werden später Räume entdecken, in denen nur nachts gearbeitet werden kann. Ich finde, dass die Atome dann sowieso auch besser aussehen. Ja, wenn es finster ist, gell? Ja, das aber gleich so lassen, schaut schön aus. Der Zeitplanreiter verleiht dir Kontrolle darüber, wann dein Atom arbeitet. Wir werden später Räume entdecken. Achso, nee, das hatten wir schon. Ich muss ja immer weiter drücken aufs nächstes. So viele Atome zu managen kann überwältigend sein, besonders wenn eine Organisation wächst. Atome-Menü zeigt dir die Laune von allen auf einmal. Oh. Ja, das ist ja... Was ist das da? Neutraler Raum. Ausgeschlafen. Atom neu beigetreten. Das hat er doch negativ gedacht. Aha. Gut. So viele. Ja, haben wir. Der Fertigkeitenreiter funktioniert auf ähnliche Weise, indem er die Fähigkeiten von allen anzeigt. Manche dieser Leute haben echt nicht viel darauf, aber sie werden hoffentlich dazulernen. Qualität sehr dürftig, Qualität durchschnittlich. Der Fähigkeitenreiter funktioniert auf ähnliche Weise, indem er die Fähigkeiten von allen anzeigt. Manche dieser Leute haben echt nicht... Ja, das haben wir schon gelesen. Mein Gott, ich lerne das nicht. Hier siehst du die Eigenschaften und Eigenheiten von allen. Manche Leute sind wirklich speziell, im schlimmsten Sinne. Das Prioritätenmenü zeigt dir, welche deiner Atome für welche Jobs verfügbar sind. Ah ja, genau, dann kommt mit das Door-Manager, das ist besser als einzeln. Der Zeitplanreiter zeigt dir, wann Leute zur Arbeit eingeteilt sind. Achtung, manche Jobs können nur in der Nacht, die dunkelblauen Stunden oben im Menü, erledigt werden. Andere nur tagsüber. Ah ja, da ist Nacht und das ist Tag. Okay. Ist das? Predigt. Automatische Predigt. Sehr wichtig in einem Kult. Alles braucht immer ein stabiles Fundament, sogar Gebäude. Lass uns ein paar bauen. Wenn das Fundament ausgewählt ist, zieh sie zu einem Bauplatz. Stell eine Tür her. Zack. Lass uns den Platz dann aufteilen, damit genug Platz für viele Räume haben. Diese Räume werden eng sein, aber für den Anfang reichen sie aus. Du wirst sie später erweitern müssen. Und ich werde die Musik leiser machen müssen, weil die brennt mir da ins Ohr, hey. Halt Audio. Musiklautstärke. Die gangert nur lauter. Seiner narrisch. Änderung speichern. Zurück zum Spiel. Ja, best angenehm. Lass uns den Platz nun aufteilen, damit wir genug Platz für viele Räume haben. Diese Räume werden eng sein, aber für den Anfang reichen sie aus. Du wirst sie später erweitern müssen. Mauern bauen. Mauern. Zement. Beton. Achso, Holzding, ha? Das schaut doch für innen ganz sneaky aus, oder? Das schaut scheiße aus, oder? Da haben wir dann auch wieder Türen für die Räume. Gut gemacht, Log. Dieser Tag ist übrigens äußerst zufrieden. Lass uns die Räume jetzt benennen. Ein müder Anhänger wird seine Pflichten nicht gut ausführen. Das Geplauder ist ebenfalls sehr trocken. Er muss in einem Bett schlafen, damit er seine Energie wieder auffüllen kann. Weisen wir ein Schlafzimmer zu, damit sie einen Platz zum Schlafen haben. Sobald es fertig ist, verlasse den Modus Raumzuteilung mit einem Rechtsklick.
Ah ja. Gute Arbeit. Im Raummenü öffnet sich automatisch. Das Raummenü öffnet sich automatisch, wenn du einen neuen Raum bestimmst. Es zeigt dir an, welche Objekte ein Raum. Es zeigt dir an, welche Objekte ein Raum erfordert. Diese hier braucht ein Bett und etwas Stauraum. Okay. Bauen wir ein Bett und Aufbewahrungsmöglichkeiten für jeden Atom und natürlich auch für mich. Die markierte Taste zeigt die passenden Objekte im Baumenü an. Richten wir unser Schlafzimmer jetzt ein. Raumspezifische Objekte. Oh, das ist aber wirklich eil. Prestio. Ja, was steht, da hätte eigentlich gerne eine Tür bauen, aber mein Tutorial sagt nichts von der Tür. So. Kann ich jetzt eine Tür bauen? Also 5 Betten. Na toll, das lese ich jetzt. Ne. Kann ich das verrutschen? Ja, jetzt verrutschen habe ich. Ach. Kommt bestimmt noch. Kann ich das drehen? Nein. Oh. Ja, so geht's auch. Müssen wir nochmal anfangen hier. So. Also, dreckige Matratze. Und wieder eine Tür. Tutorial sagt, jetzt kippst du da daher geschissen. Du kannst mich jetzt. Oh. Echt jetzt? Naja, gut. Willst du mich jetzt verarschen? Das hättest du aber eher sagen können, echt. Es ist für alle ein Vorteil, wenn Atome Zugang zur Toilette und Dusche haben. Ja, das glaube ich ja bestimmt im Badezimmer. Du bist ein Naturtalent. Platzieren wir ein paar Badezimmerobjekte. Die Menüs Objekt und Raum haben eine Suchfunktion, mit der du Dinge leichter findest. Du kannst entweder Text in das Suchfeld eingeben oder einen Filter vom Dropdown-Menü auswählen. Aha. Ja, wurscht. Raumspezifische Objekte. Oh, wir gehen einen Eimer scheißen. Okay. Darf ich da? Benutzen wir den Filter? Ja, ja, haben wir. Stellen wir ein paar Badezimmergeräte an. Sieh dir nur all die wunderbaren Badezimmergeräte an. Lass uns jetzt ein paar bauen. Erst einmal mit dem Scheißheißel. Duschen. Ist das nicht schön in unserem Kultur? Wie toll ich für euch sorge. Das ist ja. Aber. Mann, nee. Kann man da das. Nee. Q, E. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, wie man Objekte dreht. Wir werden es hoffentlich noch rausfinden. Das hätte ich selber nicht besser hinbekommen. Atome werden ihre Statistiken für Blase und Hygiene im Badezimmer steigern. Gut. Leute, Befehle zu erteilen ist notwendig und macht Spaß. Wähle ein Atom. Das bin ja gerade die. Gut. Nutzbare Gegenstände sind grün markiert. Zwingen wir jemanden dazu, eines unserer neuen Objekte des folgenden Typs zu finden. Toilette, Eimer. Okay, mit Rechtsklick dann, ja. Witzig, ich weiß nicht mal, ob sie dort überhaupt hingehen wollten. Du kannst Atome manuell auf diese Weise zahlreiche Dinge befehlen. Schön. Dieses Nebengebäude ist nicht wirklich mein Stil. Beseitigen wir es was anderes bauen. Herstellen. Ah, Wand löschen ist da oben. Zerstöre die markierten Wandfliesen. Jetzt lassen wir diesen Schwächling verschwinden. Entferne das ganze Ding. Mit dem Werkzeug zum Demolieren, das löscht das Fundament vollständig, hinterlässt nichts als Gras. Gutes Gras? Ja.
Nein, normales Wiesengras. Wer hätte gedacht. Ähm, Verhungernde Atome neigen dazu zu sterben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bau ihr lieber eine Kantine. 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 Und eine Tür. Ja, leid. Das war mein Wecker. ähm, Sehr schön. Atome werden in ihrer Freizeit in der Kantine essen, wenn sie hungrig sind und ihre Hungerstatistik erhöhen. Manche Wissenschaftler glauben, dass Essen aus dem Verkaufsautomaten nicht besonders nahrhaft ist. Es kann auch teuer sein. Eine Küche sorgt für bessere Qualität, billigeres Essen wie Haferschleim. Vielleicht wirst du in Zukunft eine bauen. Diese Räume, die du gebaut hast, sind abscheulich. Diese Dekorgegenstände werden helfen, die Prestigestufe und die Prestigepunkte des Raumes zu verbessern. Nach Objekttyp filtern. Dekor. Hm, jetzt überall Blumentäpfel. Ich mag, was du diesem Raum gemacht hast. Gegenstände in einem Raum tragen zur Prestigepunktzahl des Raumes bei. Sie basiert auf den 6 besten Gegenständen im Raum. Alle anderen haben zunehmend weniger Wirkung. Dekor oder Gegenstände mit hohem Prestige helfen, die Punktzahl anzuheben, während zu wenig Freifläche oder kaputte Gegenstände sie reduzieren. Jeder Raum hat eine Prestigestufe. Sie basiert auf der momentanen Prestigepunkteanzahl des Raumes und kann durch das Erreichen bestimmter Stufen erhöht werden. Die Prestigestufe wird mit der Stufe eines Kultisten verglichen, um zu erkennen, wie glücklich er in diesem Raum ist. Ein Atom erhält Launenschübe oder Launenschwächungen abhängig von der Differenz zwischen der Stufe des Kultisten und der Prestigestufe des Raumes, in dem er sich befindet. Prestigestufe und Prestigepunkte sind in der Rauminfosteuerung ersichtlich. Also je mehr man die hochlevelt, desto schöner müssen auch unsere Räume sein, weil sonst geben sie sich den Scheiß nicht. Sieh dir die Raumstufe eines Raumes und seine Prestigepunkte an. Prestige. Prestige, Prestige. Warum betet niemand? Lord Isotop wird völlig ausflippen. Wir müssen sofort deine Predigt halten, bitte. Das Abhalten von Predigten im heiligen Raum schafft Glaube. Von jedem Atom wird Glaube abgeleitet. Falls er zu niedrig wird, leidet die Laune von allen. Halten wir unsere erste Predigt, bevor alle den Glauben an Lord Isotop verlieren. Ist schlecht. Predigen gibt es automatisch täglich, vorausgesetzt, dass dein heiliger Raum voll funktionstüchtig und zugänglich ist und du darüber hinaus über ausreichend Einfluss verfügst. Sieht so aus, als würde unsere erste Predigt gleich beginnen. Schauen wir einmal, wie die Predigt läuft. Du kannst die Zeit beschleunigen, wenn du willst. Ich nehme es nicht persönlich. Gib mir nur Fakten von mir, dann mal los. Alle Ehre sei Debbie Choi. Ja, ja. Sie haben sie geliebt. Predigen sind effizienter, wenn ich vor dem Wegen gut gelaunt bin. Sie verbrauchen aber jede Menge Energie von winzig klein. Lass sie uns also aufteilen. Du kannst die Zeit, die eine Predigt im Heiligen Raummenü im Heiligen Raummenü angezeigt wird, ändern. Individuelle Predigten können dort auch eingeleitet werden, falls eine angesetzte Predigt aus irgendeinem Grund nicht beginnt. Hä? Was muss ich auswählen? Okay, das ist der Raum.
Predigtreiter auswählen. Oh. Oh, die sind nackig. Hier sind ziemlich... Die hier sind ziemlich neu, aber sie werden schnell Erfahrung sammeln, indem sie verschiedene Aufgaben in der Nähe der Basis erledigen und auf Missionen gehen. Ich habe ein paar geheime Kräfte von Lord Isotop benutzt, um einen der Atomen eine sofortige Erfahrung zu bieten. Lass den Lass den Stufenaufstieg ausführen. Meine Fresse. Ja, wer von denen ist jetzt, den ich auswählen soll? Oder der da, oder was? Ja, hier. Die sind alle schon aufgestiegen. Wir sind ein bisschen langsam. Jedes Mal, wenn ein Atom einen Stufenausstieg erreicht, kannst du 2 Fertigkeitspunkte zuteilen. Wähle die Fertigkeiten, die du aufbessern willst, und schließe den Stufenaufstiegsprozess ab. Und da kann man halt dann... Was tut sie da eigentlich die ganze Zeit? Arbeitet Yogi. Meditationsstudio. Was kann man da als Meditationsdodel brauchen? Missionierung. Küche, Instandhaltung für gefälschte Waren, Marketing. Alle Therapieräume, Missionierungsbüro. Instandhaltung der Abteilung für Intelligenz, alle Modulräume, Forschungsbüro, Spionage, Geheimnisse, Schnapsbrennerei, Schlachtkunst, Krankenstation, Küche, Schnapsbrennerei, Blöffen, Empfangseinheit, Propagandaseelsorge. Ja, dann immer halt. Ich denke, das da, oder? Wäre der Therapieraum, so, ich weiß es doch auch nicht. Füge 2 Fertigkeitspunkte zum Atom hinzu und schließe die Kultist. Kultistzeitenleiste, wäscht schon waschen. Wäscht schon waschen, ja. Waschen, du mal. Waschen. Hervorragende Arbeit, halte die Augen offen nach jedem Atom mit einem Stufenaufstiegsindikator. Denke darüber nach, für welche Rolle der Atom am besten geeignet ist und erhöhe seine Fähigkeiten entsprechend. Anhänger sind unsere Haupteinkommensquelle, aber zuerst müssen wir sie davon überzeugen, sich uns anzuschließen. Mein Gott, der Lords ist so toll, da schon 10 Jahre. Das ist der Empfangsbereich. Leute, die daran interessiert sind, gehen dorthin, um den Empfangsmitarbeiter zu reden. Ein guter Empfangsmitarbeiter ist sehr wichtig. Schaut, dass es einer ist, der einen geraden Satz herausbringt. Also ich schon mal nicht. Falls der Empfangsmitarbeiter gut ist, folgt uns die Person als Anhänger und beginnt unsere Therapieräume regelmäßig zu nutzen. Weißt du, was die Leute wirklich gern mögen? Bodenfliesen. Du bist so ein Dummerchen. Die Leute folgen gepflasterten Wegen, falls die Strecke nicht lachhaft lang ist. Sonst gehen sie auf dem Gras und treten vielleicht auf eine Biene. Das will niemand. Bauen wir einen Pfad für die Leute, damit sie zum Empfangsbereich kommen. Habt's auch im Weg, die Scheiße hier. Das will ich. Wunderschön. Ich habe gestern jemanden in der Bar getroffen, der interessiert ist. Sollte im Moment hier sein. Wow, an dieses Aussehen kann ich mich nicht erinnern. Mal sehen, ob noch immer Interesse besteht. Warte darauf, dass eine Person ein Anhänger wird. Schick mir dazu mal ein bisschen zackiger davor. So. Lava, 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 Lava. Oh ja, das gefällt mir. Oh, Herzchen, 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 Herzchen. Oh ja, und Emoji, Bombardement. Echt cool. Und er ist beigetreten. Das ist unser erster Anhänger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Platterei in der Bar ausschlaggebend war. Sehen wir uns den neuen Anhänger genauer an. Was du machen? Was du machen Sachen. Aktuelle Jobwahrsache. Hast Laminat. Voll ausstaffiert, aber nichts kapiert. Schafft es jedes Mal fast bis zum Klo. Okay. Schön. Das ist ganz guter.
Der Bioreiter, also fast stubenrein, schau. Der Bioreiter enthält einige grundlegende Informationen über die Anhänger. Wir ziehen einige seltsame Typen an. Der Stufenreiter enthält Informationen über die Interessen des Anhängers und den Fortschritt, den er in einem Modulraum gemacht hat. Sieh dir Informationen über die Funktion jedes Modulraums an, indem du mit deiner Maus über das Icon des jeweiligen Raumes fährst. Okay. Ja, wird schon passen. Eigenschaften und Eigenheiten können im Statistikenreiter angesehen werden, sobald ein Anhänger das Offenbarungsbeckenmodul abgeschlossen hat. Öffne den Statistikenreiter. Okay, wir haben noch keine Ahnung. Hier erhältst du einen Überblick über alle deine Anhänger. Da. Öffne das Anhängerüberblickmenü. Überblick über die Statistiken des Anhängers können hier angesehen werden, sobald sie freigeschalten wurden. Das kann hilfreich sein, um zu entscheiden, welche Anhänger wir behalten wollen und wer Lord Isotop würdig ist. Mhm. Ja, wir haben da noch nicht wirklich viel. Anfänge sind die Goldesel, die wir ausnehmen müssen. Sie werden frohgemut für alle seltsamen Behandlungen in unseren Therapieräumen zahlen. Dieses Meditationsstudio ist ein Therapieraum, den die Anhänger gegen Bezahlung benutzen werden. Manchmal sage ich, dass ich meditiere, aber eigentlich schlafe ich einfach. Anhänger gehen weg, wenn keine Therapieräume verfügbar oder sie von den gegenwärtigen gelangweilt sind. Baue so viele verschiedene Therapieräume wie möglich, damit das Geld weiter fließt. Denkt dran, alles für Lord Isotop. Da mal ein bisschen Arme wählen und dann, was die 25 Dollar verdienen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich für diese luxuriösen Toiletteneimer sehr viel Geld verbrannt habe. Lass die Atome 25 Dollar von unserem Anhänger verdienen, um dankbar zu sein. Du kannst die Zeit verkürzen und anhalten, indem du die Steuerung rechts unten benutzt. Jetzt passt es gut, das auszuprobieren. Ja, das stimmt allerdings. Jetzt schauen wir, dass du weiterkommst. Passt. Ausgezeichnet, sie lieben Lord Isotop wirklich sehr. Woo! Mein Freund aus der Bar sieht ziemlich verzweifelt aus. Ich denke, er wird sich uns anschließen, wenn wir ihn fragen. Wenn Anhänger schon eine Zeit lang bei uns sind, erscheint der Button Missionieren in ihrer Stufenregisterkarte. Versuche sie jetzt zu missionieren. Missionieren! Er ist missioniert. Okay. Willkommen auf der Party, Kumpel. Woo! Damit Atomtempel erfolgreich wird, müssen wir unsere Ressourcen sorgfältig verwalten. Verschiedene Ressourcen werden verwendet, um neue Räume zu erforschen, bestehende aufzuwerten und die notwendigen Gegenstände dafür zu kaufen. Andere gelten als Indikator dafür, wie gut Atomtempel in der lokalen Gemeinschaft wahrgenommen wird. Geld wird verwendet, um Gegenstände zu kaufen und neue Räume zu bauen. Wir müssen unsere Taschen gefüllt halten, wenn wir ein angenehmes Leben führen wollen. Money! Ja, das Leben Leute Isotop will das auf jeden Fall. Geld wird in erster Linie durch Therapieräume verdient, damit die Anhänger uns für die lebensverändernden Erfahrungen danken können, die sie zweifellos haben werden. Ich glaube, wir werden es Tutorial nicht schaffen. Du. Glaube ist ein Hinweis darauf, wie sehr Atome an die Sache glauben. Jeden Atom kostet uns jeden Tag Glauben, also ist es wichtig, immer genug zu haben. Wir wollen nicht, dass sie gehen. Glaube wird durch unsere täglichen Predigten verdient. Möchtest du diese cool aussehende neue Technologie erforschen? Einfluss ist, was du brauchst. Einfluss wird verwendet, um neue Räume auf Verwertungen zu erforschen. Es ist wunderbar, wozu Atom mit ein bisschen Einfluss. Es ist wunderbar, wozu Atom mit ein bisschen Einfluss bringen kann. Okay. Einfluss wird in erster Linie durch Anhänger verdient, die Therapieräume nutzen, genau wie Geld. Es ist wichtig, also ich sollte vielleicht mal anschauen, was die da immer. Oh, fuck. Äh.
Es ist wichtig, unseren Ruf in der lokalen Gemeinschaft zu wahren. Hier kommt PR ins Spiel, indem wir unsere PR erhöhen, können wir Anhänger von unserer Qualität anziehen, um sie möglicherweise später zu rekrutieren. PR wird durch Mission gewonnen, kann aber auch verloren gehen, wenn Atome oder Anhänger gehen. Keine Sorge, Wachtmeister, hier gibt es nichts zu sehen. Ermittlungsdruck ist ein Hinweis darauf, wie viel negative Aufmerksamkeit Atomtempel erhält. Wenn diese zu hoch wird, werden wir Protest- oder sogar Polizeirazzien ausgesetzt sein. Der Ermittlungsdruck kann durch Missionen reduziert werden und wird sich im Laufe der Zeit auch allmählich ändern, je nachdem, wie viele Anhänger wir angezogen haben. Wenn du jeweils eine detaillierte Aufschlüsselung des Ressourceneinkommens benötigst, ist eine vollständige Statistikseite über die Ressourcenschaltflächen verfügbar. Die haben wir schon gefunden. Ja, ich weiß schon, ich muss in die Arbeit. Ähm, gestalte jetzt das Forschungsbüro. Alter, wie lang noch? Gestalte jetzt das Forschungsbüro. Stelle eine Tür her. Bestimme den Platz für Forschungsbüro. Stelle eine Forschungsbüro-Schreibtisch her. Stelle Forschungsbüro. Ich brauche einfach nur eine Tür. Das ist ja mal ein bisschen schick, oder? Spezifischen Scheißdreck da. Weil da bloß eins oder was, ja. Kriegst du den obligatorischen Blumentopf. Hä, ich hab doch Dekor jetzt platziert. Auf Nuss. Ja, wurscht. Wir können jetzt forschen. Atome werden im Forschungsbüro arbeiten. Wenn wir keinen Forschungsauftrag festlegen, machen wir das jetzt. Instandhaltungsraum. Außerdem, dieser Balken wird anwachsen, wenn Atome im Forschungsbüro arbeiten. Sobald die Forschung abgeschlossen ist, musst du einen neuen Forschungsauftrag zuweisen. Warte, bis Instandhaltungsraum Forschung abgeschlossen ist. Dann überprüfe sie im Menü Forschung. Ja, und sonst so. Aber ja, man sieht schon da darf schon wieder alles aufsteigen und so. Das wird dann schon irgendwann. Die Ruder zieht so ab da hinten. Die freuen sich alle. Wunderschön. Forschung abgeschlossen. Suchst du noch eine Lavalampe? Was? Hast du Probleme damit, das Gesuchte zu finden? Mit den Suchfeldern? Ja, passt schon. Kim zieht's oder her? Lord, dieser Hub spricht über viele verschiedene Dinge mit mir. Ob sie Höllenfeuer ablegen lassen oder riesige Kraken herbeirufen, Roboterarmeen bauen oder den Weltfrieden anstreben. Ihr Einfallsreichtum lässt nichts zu wünschen übrig. Sobald du ein Allerheiligstes des Oberhaupts herstellst, können wir über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Was auch immer wir tun, wir brauchen Geld. Sorge also dafür, dass laufend neue Anhänger eintrudeln. Viel Glück, Atom. Achso, war das jetzt das Tutorial? Forderung des Oberhaupts. Ja, Fralle, ich lese das jetzt immer alles durch, oder was? Erforschen bei Allerheiligstes des Oberhaupts. Ja, nee. Also nee. Da bin ich jetzt raus. Da mal jetzt. Ja, was haben wir jetzt Neues? Ah, hier, Reinigungswagen. Ja. Okay, verstehe. Kann man das wieder schließen, bitte? Danke. Das ist ganz toll. Okay, jetzt bauen wir noch einen Rahmen. Da tun wir jetzt nur eine Tür hin. Und das wird der Instandhaltungsraum. Einhackungswagen, Werkbank, Werkzeugwagel. Ah, schaut doch tippitoppi, schaut das jetzt aus hier. So. Mhm. Wundertollig. Okay. Ähm,
Mit dem Rest beschäftigen wir uns das nächste Mal. Ich muss jetzt los. Und ich wünsche euch nur einen schönen Tag und oder Abend oder Nacht oder was auch immer, wann ihr das schaut. Oder guten Morgen, schön, dass du aufgestanden bist. Läuft bei dir. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal auf alle Fälle. Tüdelü.